Zum Schluss meine ich, kann ich politisch festhalten, dass Gambia an den ersten paar Jahren der Grofen seiner Arbeit selber als Fehler ausgeschaut hat, dass sie das auch nicht linksideologisch Politik machen, sowohl an der Gesellschaftspolitik wie an der Familienpolitik. Und das muss ich noch festhalten, dass immer mehr klar und offensichtlich wird, dass Gambia will mit allen Mitteln über diese Legislaturperiode überleben. Das darf aber schwer gehen, weil Lützeburger ihr Vertrauen an die Regierung verloren haben. Sie machen sich vielleicht mit der Katos-Politik, den sie während die 2 letzten Jahre machen, das Resultat ein bisschen mehr verbessern. Wir glauben aber nicht mehr daran, dass sie eine Majorität bei den nächsten Wahlen kriegen. Aber auch da dürfen wir nicht blauäugig sein, weil sie einen Reserverat, weil heute schon stellen wir fest an der Politik, dass die Linke, das Feiertrat und Gambia wohnen sind. Aber wenn sie nur die nächsten Wahlen 1, 2 oder 3 Stimmen brauchen, für eine Majorität zu kriegen, dann als liberalen Politiker wie Xavier Bettel sich auch nicht so schön, für auch nach auf Telle von den Linken zurückzugreifen, für Thron zu bleiben. Wir als ADR sind hinter den letzten Wahlen ganz gut aufgestellt. Wir haben eine gute Equipe an der Chambre, mit alles 100%ig ersatzfähige Leute. Wir haben einen guten Kader rundherum. Wir kriegen immer neue Leute, gute Leute bei. Wir haben eine klare Linie, wir haben keine Spannungen an der Partei. Wir suchen zu allen Punkten klar als Meinung. Es muss nicht jeder mit uns auf alles einverstanden sein. Wir schwätzen so, dass alle Menschen wissen, wo mit uns drin ist. Dafür schwätzen wir einen klaren Spruch. Und wir sind überzeugt, wenn wir an die nächste Wahl gehen, mit guten Listen, mit einem guten Programm, dass dann viel für viele Leute zu Lützeburg auf der ADR fällt und dass dann nur die nächste Chamberswahlen keine mehr Land der ADR können.